Es ist Freitag, der 29. Mai. Ich begrüße euch herzlich zur Tageslosung, Psalm 35, 28. Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Und dann, weil wir ja zwischen Auffahrt und Pfingsten stehen, übermorgen ist dieser große Tag. Die Jünger kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lukas 24, 52 bis 53. Gerechtigkeit ist hier ein Stichwort. Gerechtigkeit in Hebräisch heißt ungefähr so viel wie ich ziehe dich an meine Seite oder komme an meine Seite. Das tut ungewohnt, weil Gerechtigkeit für uns eher mit Justiz etwas zu tun hat und nicht mit einem Standort, schon gar nicht an der Seite eines anderen. Und doch Tzad, Hebräisch heißt eben die Seite. Wie zum Beispiel, Gott öffnete die Seite, Tzad, bei Adam, nahm eine Rippe heraus, schloss diese Seite wieder, baute dann aus der Rippe das Gegenüber, die Eva. Oder Gott schloss die Seite der Arche, Tzad, dort wo die Tür war, die kein Mensch schließen konnte. Oder dann später, ein Soldat stach Jesus in seine Seite, Tzad wiederum in Hebräisch, und es kam Blut und Wasser heraus. Wiederum entsteht eine Braut, diesmal eben die Braut durch Vergebung, durch Gerechtigkeit, aus seiner Seite. Und so sagte dann auch zu Thomas, lege deine Hand in meine Seite, Tzad in Hebräisch, und so wird Gerechtigkeit hergestellt. Viele Menschen sind heutzutage verunsichert, teilweise auch feige. Es kommt nicht vom Gensatz, es kommt auch nicht von der Klimaerwärmung, sondern da war einfach niemand an ihrer Seite. Ihnen fehlte diese Tzedakah. Das Wissen, ein Starker steht neben mir. Seitwärts ist der Mensch ja verletzlich, auch körperlich, merkt man das schnell einmal. Über dem Herzen gibt es keinen besonderen Schutz. Auf der linken Seite, rechts ja auch nicht. Wenn man kalt duscht, ist die Kälte nirgends so kalt wie genau dort an den beiden Seiten. Ja, und wenn Menschen es versäumt haben, den Kindern zur Seite zu stehen, sei es in der Schule, sei es zu Hause, wenn es zu Erniedrigung gekommen ist, zu Demütigung, zu Mobbing, aber auch dort, wo sie Fehler gemacht haben, wenn man nur auf sie gezeigt hat und ihnen alles zur Last gelegt hat, fühlen sie sich einfach, wie wenn niemand dort wäre, wo sonst ein Schutz sein müsste. Und sie in ihrer Schutzlosigkeit können auch keinen Mut entwickeln, keine Sicherheit im Leben, keine Geborgenheit in sich tragen. Da ist nicht ein Starker hier, er war nie hier. Ich kenne viele Leute, bei denen war nie ein Starker an ihrer Seite. Man muss sich das einmal vorstellen, wie sich das als Lebensgefühl anfühlt, und einige wissen genau, wovon ich spreche. Er hingegen stellte sich auf meine Seite, ich meine meinen Vater. Mein Vater war sehr viel weg, sehr viel abwesend und auch zu Hause abwesend. Das haben wir zusammen aufgearbeitet, das ist keine Verletzung mehr von mir. Aber wenn es darauf kam, konnte er konsequent zu mir stehen, um mich zum Beispiel zu verteidigen gegen einen ungerechten Gymnasiallehrer. Oder am ausgeprägtesten damals, als er mir zum ersten Mal den Autoschlüssel aushändigte. Er sagte, du versprichst mir nur eines, du gibst dieses Auto nicht noch jemand anderem. Hochheilig habe ich es ihm versprochen, fuhr dann in ein Nachbardorf auf einen Bahnhofplatz, wo ich eine Koreanerin abholte. Es ging um einen Besuch im Berner Oberland. Zusammen wollten wir fahren und sie sagte, ja, hier ist ein Bahnhofplatz, das ist ja nicht Verkehr in diesem Sinn. Da kannst du mich sicher ein bisschen vor- und rückwärts fahren lassen. Ich habe nämlich den Lehrfahrausweis und schon lange keine Übung mehr gehabt. Dann sage ich, also ich mache eine kleine Ausnahme, nur eine kleine, nur hier auf dem Bahnhofplatz, nur ein bisschen vorwärts und rückwärts fahren. Und man merkt, das Unheil bahnte sich an. Wie sie dann fuhr, merkte ich, dass sie Gas und Bremse verwechselt.
Sie fährt gerade auf eine Mauer zu. Ich kann noch die Handbremse ziehen, kann noch ins Steuer greifen, das Steuer noch herumreißen. Wir rasen weiter auf ein großes und weites, neu gemähtes Feld. Dort gibt es zwei Gegenstände, einen Bauernrechen, einen Grasrechen, die Zacken sind gegen uns gerichtet und eine Telefonstange. Und sie schafft es, beides genau zu treffen. Wir scheppern über diesen Rechen. Natürlich sind die Pneus aufgeschlitzt. Dann knallen wir noch gegen die Telefonstange. Der Bahnhofvorstand kommt heraus und sagt, stopp, nicht aussteigen, dort ist eine Starkstromleitung. Wir haben Sie vielleicht getroffen. Ja, er kommt und schaut, nein, wir haben Sie zum Glück nicht getroffen. Wir können aussteigen, ich muss telefonieren. Solche Telefone macht man nicht gern. Ich möchte vor Schande und Scham im Boden versinken. Ich erwarte ein Donnerwetter, denn ich habe mein Versprechen gebrochen, jetzt habe ich das Auto kaputt gemacht. Aber es kommt kein Blitz und kein Donner. Er sagt einfach, du kommst einfach mit dem reparierten Auto wieder nach Hause. Ich willige ein. Ein Stein fällt mir vom Herzen, ich finde einen Garagisten, der Überstunden macht, er erbarmt sich meiner. Am Ende des Tages fahre ich heim, ein schwarzer Kotflügel erzählt noch die Geschichte dieses Tages und zu Hause gibt es noch einmal kein Donnerwetter. Der Vater sagt, er sei sehr froh, sei nicht noch Übleres geschehen und auch später wird es nie ein Thema sein. Das heißt eben, hier hat er Stärke bewiesen und diese Stärke stand mir zur Seite. Schauen wir diese Seite noch ein bisschen näher an, die Seite Jesu Christi. In der ersten Phase kommt er ja auf unsere Seite, schon das ist viel. Er verlässt den Himmel, er kommt in diese dornige Welt, ins Dornenland. Er steht so komplett zu uns, dass man am Ende sogar noch eine Dornenkrone windet und sie ihm auf den Kopf drückt, als ein Zeichen dafür, dass er der König von Dornenland ist. Die Dornen, das weiß man, die überwuchern ja alles, wenn man ihnen genug Zeit gibt, sogar die Paläste, wie bei Dornröschen. Er trägt diese Dornen und stirbt, aber er stirbt auf unserer Seite. Und dann, nach Tod und Auferstehung, finden wir den zweiten Schritt, nämlich er nimmt diese Jünger und zieht sie an seine Seite. Er sagt, ihr gehört zu mir, so wie ich zu euch gekommen bin, ich will euch an meiner Seite haben. Einer kann diese Seite sogar berühren, explizit. Und obschon sie fahnenflüchtig gewesen sind, obschon sie Versager gewesen sind, nach 3 Jahren der Lehre und des intensiven gemeinsamen Lebens, ist nichts mehr zwischen ihnen. Der Starke steht wieder bei ihnen. Es ist der Platz nicht nur neben einem Starken, sondern neben dem Stärksten. Es ist eine Kraft, die auf uns kommt, wenn wir dort stehen. Sie strömt durch uns, wenn wir dort bleiben und wenn wir ihn neben uns wissen. Die Botschaft heißt, wer diesen da neben mir antastet, der bekommt es mit mir zu tun. Und ja, er bekommt es mit ihm zu tun. Zinzendorf hat das sehr genau gewusst. Zinzendorf, der Mann, der die Losungen erfunden hat und in die Welt gebracht. Es war sein Lieblingsort, die Seite Jesu Christi. Er verstand, dass Gerechtigkeit nicht ein juristischer Begriff ist, sondern ein Standort. Man steht bei Jesus, er steht uns zur Seite und das ist Gerechtigkeit, sagt das Hebräische. Die Seite wurde geöffnet, so entstand ja die Braut Christi und sie ist gerecht. Zinzendorf hat eine ganze Gebetsmystik entwickelt und hat diesen Begriff gebraucht, im Höhlchen, das ist von Höhle und das ist eben von dieser Verletzung in der Seite, im Höhlchen Zuflucht nehmen. Ein Zitat aus einem Sammelband über Zinzendorfs Werke, herausgegeben von Meyer und Bayreuther 1975. Zitat: Mit Hilfe von transparenten und lebenden Bildern wurde dargestellt, wie der Sünder im Höhlchen Zuflucht finde.
In den Wohnstuben wurde eine mit rotem Tuche ausgeschlagene Nische angebracht, in welcher man zeitweise Kinder als in das Höhlchen legte. Zitat zu Ende. Das spricht also von dieser Kolonie der Brüdergemeinde, wo man in den Wohnzimmern ein Höhlchen einrichtete, um zu sagen, das ist unser Ort. Meine Erinnerungen gehen zurück an eine besondere Stunde an der Universität, wo wir über Zinzendorf und die Pietisten sprachen. Ein Kommilitone von mir, Markus, hatte gerade einen Vortrag gehalten über Zinzendorf und dessen Gebetssprache und auch Gebetsgebräuche, und da kam dieses Höhlchen vor und wir dachten uns und lachten auch hinter vorgehaltener Hand, was für sentimentale Leute waren das damals, wie kitschig ist doch diese Sprache. Ich lache nicht mehr heute, ich habe verstanden, was Zinzendorf verstanden hat, nämlich woher kommt diese Kraft. Wenn man die Seite des Mächtigen nicht kennt und wenn man dort keine Zuflucht findet, hat man wohl nicht die Kraft, so ein europäisches Format zu erreichen wie Zinzendorf, an allen Höfen zu predigen, Gemeinden zu gründen, international zu werden und sogar die Kontinente zu erreichen mit dem Evangelium und so viel Unbill zu erleben, wie er eben erlebte. Er hatte seinen Zufluchtsort gefunden. Fortan an Gottes Seite stehen, das wussten auch die Jünger nach der Auffahrt. Sie kamen in den Tempel, feierten dort, waren fröhlich. Sie waren auch im Obergemach, lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber hier konnten sie ihre Freude ausdrücken. Sie kamen nicht in eine psychiatrische Klinik, weil sie in Depressionen gefallen wären, nachdem sie ihren Meister verraten, verleugnet, im Stich gelassen hatten. Nein, sie konnten das alles überwinden im Wissen. Dieser Starke hat uns jetzt an seine Seite genommen, zu ihm gehören wir, wie er zu uns. Ein solches Gefühl für den heutigen Tag, ein solches Wissen oder einen solchen Glauben wünsche ich euch.